Als Hummerl bett zum Herrgott, dass keine Allergie nicht kriegt. Das hilft aber nix. Und der Dr. Resch zu Wolfratshausen findet außer, dass aufs Hai allergisch ist. Sie ist aber eine verlogene Matz. Zuerst hat's schon seine Leid angelogen gehabt, dass beim Doktor gewesen ist und es ist derselben gar nicht wahr gewesen. Und jetzt liegt's ihr ins Gesicht rein, dass er auf Birkenbaum allergisch ist und nicht aufs Hai. Der Till lässt sich mit Karl auf einen Wettstreit ein, wer das sich mit der preußischen Sprache besser auskennt. Und da gewinnt der Karl. Der kauft an Rolli seiner preußischen Pflegtochter eine rare Briefmarken um 80 €, damit dass derer seine Sammlung komplett ist. Sobald es wie das der Fall ist, verkauft es nachher um 50 € und der Karl schaut recht blöd. Danach lädt's an Till ein auf bachene Mais. Und der hat schon Bullen, dass ihm die nicht schmecken werden. Dabei hat sie am Schäd gepflanzt und die Speis heißt bloß so. Tina liegt ihren Leid an und schwindelt sie davon und lässt sie vom Pfarrer so liederlich stopfen, dass gleich ein paar Rieser zerreißt. Drum muss geschwind Tabletten fressen, damit das nicht andampft wird. Da kriegt's aber Bauchweh davon. Und Sarah kommt dahinter, dass er's angelogen hat. Drum macht's jetzt wieder Schluss mit dem Pfarrer. Zum Einkaufen vergisst der Sevi allwe, dass er einen Beitel mitnimmt zum Heimtragen. Drum bringt er jetzt alle Beideln von daheim zu der Leni. Dafür gingen sie aber nachher daheim an. Der Michi kommt wieder auf Lansing zurück. Die Rosi und der Sascha möchten auf Himmelfahrt Beuteln ausstellen. Weil aber er nicht recht viel Zeit hat dafür, hilft er der Karl. Der kriegt sie aber nachher mit ihm und ruiniert schließlich sogar eins von den Beuteln.